Ja, guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich hier sein wieder Gott sein Wort mitteilen. Ich heiße jeder einen herzlich willkommen, auch all die, die im Radio sind. Danke, dass ihr da sind und dass ihr zuhören tun. Wir werden von dir wieder merken in 1. Johannes Kapitel 2. Wir haben den ersten Kapitel betrachtet, Christus, das Wort des Lebens, wo Johannes dort an seinem Hort leiden, dass das Wort Jesus Christus selber ist und dass uns in diese Gemeinschaft führen wird. Und dass uns auch diese Vergebung bringen wird, der Herr Jesus. Und dann haben wir den zweiten Kapitel dann betrachtet, gestern Abend, wo Jesus sagt, ich gebe Ihnen ein neues Gebot. Das Gebot der Liebe, wo nicht der Hass beim Ruhm hat. Wenn wir uns bekennen aus dem gläubigen Menschen, wir gehen nicht jemand in den Stich, wir essen Hassen uns bennen, dann sagt der Levi noch in dieser Düsternis. Und die Wahrheit ist gar nicht an uns. Und dann zum Schluss, das letzte Eng, haben wir betrachtet, wenn wir diese Liebe in Christus haben, dann trennt uns dort von dieser Welt. Jesus sagt, habt nicht läuft die Welt noch, was in dieser Welt ist. Und mit der Welt haben wir gleich aufgeschlossen. Und ich will von dir noch einmal mit ein paar Gedanken wieder sein. Ich traf mich von dir mit dem Wort Mann an, wie unterhalten ans Wort ist die Welt. Und entweder ganz klar, dass wir das Radio kriegen, dass wir die Welt. Und ich habe gestern darüber gesagt, die Welt, das ist uns fleischlicher Drief ohne Gott. Das ist die Welt. Die Welt ist nicht ein Ding, was hier auf dieser Welt ist. Die Welt ist wie Salz, das steigt uns im Hort. Das ist ein fleischlicher Drief ohne Gott. Wenn wir checken, warum, kann ich dazu sagen. Wenn wir lesen dann in Römer 8,14, da sagt er, die Menschen wollen sich von Jesus Gottes drieben lassen, dort sind Gott seine Kinder. Die andere Übersetzung sagt, die, wenn sich von Jesus Gottes leiden lassen, dort sind Gott seine Kinder. Die Menschen, die das nicht tun, dort ist die Welt. Die Welt sind nicht die Dinge, bitte kann, versteht mich das einmal ganz reich. Ich freue mich über den Bogen. Ich freue mich auch über Traktoren. Ich freue mich über ein Motorrad. Ich freue mich über ein Pickup. Ich freue mich auch über ein Plane, wer ein Planeflieger ist. Und dort ist nicht die Welt. Jesus hat uns Menschen alle gemerkt und er hat uns lieb. Die Welt ist bei mir im Hort. Wenn ich ohne Gott lebe, dann ist das die Welt. Jakobus, der uns auch sagen, in 1. Kapitel 13 und 14, keiner soll sagen, wenn wir versagt worden, da hat Gott Schuld an. Wir wurden von uns einem Fleisch gerätzt und diese Versicherung dann geraubt. Das ist die Welt. Von uns einem der dort. Von dort kommt das her. Und wenn wir das einmal ganz klar haben, wem der Jesus Gottes leiden wird, dort sind Gott seine Kinder. Manchmal wird es ein Unterschied von Welt und von Gottes Kind. Die wurden beide gelehrt. Aber von wem wurden wir gelehrt? Und das ist sehr wichtig, dass wir da einmal über nur denken dürfen. Andere Weiche genommen, mir kann mir in Gedanken, viele sagen zu mir, ein Cellphone haben, ist die Welt. Wenn wir dort durch die Mauern so stehen lassen, okay, das ist die Welt. Woran gehen wir dann in den Spanier betonen, und brauchen sie ein Cellphone, und sagen so, nu habe ich nichts mit der Welt zu tun. Kann ich die Welt betonen, den Sinn, was ich da überdacht getan habe? Wenn das so schaffen da, dann könnte ich noch eine fremde Früh gehen, in Ehebruch, und er betonen, zu Gott sagen, da habe ich nichts mit zu tun. Weil das habe ich da betont, da will ich nicht meine. Da würde ich kreuz so schaffen, dem Weg. Möchten wir auf einmal vitral wie sind, indem wir Dinge anschicken für die Welt, was nicht Welt ist. Die Welt ist ans fleischlicher Drief ohne Gott. Und wir haben da klar beholen, das sind nicht die Dinge auf dieser Welt, sondern das sind wir als Mensch. Und von der werden wir wieder gehen, von Vers 18 in 2. Kapitel, 1. Johannes, Vers 27. Und hier hat das Thema Christus wieder den Antichristen. Ich will lesen von Vers 18, Vers 27. Das sagt so, Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen geworden. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem, der heiligt ist. Und ihr wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist?
Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Solches habe ich euch geschrieben, von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch dieselbe Salbung über alles lehrt, so ist wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet in ihm. Einmal was so weit das Ausschnitt. Von der jettet wir am Christus wieder dem Antichristen. Also wo wir erkennen sollen, was der Antichrist ist, und wir wollen dann Lothar de unten wieder noch in den 4. Kapitel war nach der Tränen abkommen auf dem Antichrist. Aber hier redet Johannes all ein bisschen nennen. Er fängt an, wo er uns warnen wird, nicht die Welt läuft zu haben. Unsere eine Fleisches Janke, unseren Brief, der muss auch sterben, ans eine Echt, muss in den Tritt gebracht worden. Und wenn wir auch zum Glauben gekommen sind, da ist es doch nicht so, dass mein Janke, mein Fleisch, dass es dann auch automatisch kurz tot ist und ich wo den Geschmack in dem Heiligen Jesus seine Fußspuren gehen kann. Sondern ich muss dann wissen, und ich habe mich zu unterordnen mit diesem Jesus, und das Fleisch aufzustorben, Tag für Tag. Und dort will Johannes Krieg haben, dort wir nicht Lauf haben der Welt, dort ich mein einet echt nicht mehr heranrande, sondern dort ich erkennen, der Herr Jesus weiß die dort auch. Liebe Zuhörer, wenn wir sagen, so viele Dinge aus der Welt, und ich sage aber so viel, dort wir als Christen sitzen auf dem Südplatz. Und Jesus sagt, die sollen nichts zu tun haben mit einem Trunkenball. Meint wir, dort ist Welt. Wenn der wer gucken, Müll hat, dort ist Welt. Will er jetzt den Brief noch, ohne Gott. Und wenn er sagt, wir sollen das nicht tun, ein Kind Gottes, er sagt, der wird bleiben, wer den Willen des Vaters tut. Liebe Zuhörer, Versammlung, am Radio, wenn du nächstes Mal ein Bier trinkst, dann frag dir einmal, Jesus, willst du das auch tun? Denk dir mal abrechtig über noch. Wenn du wahre Nervenperlen annehmen wirst, dann denk dir mal über noch, Jesus, willst du das auch tun? Dir fällt dir dort, was ich dort tue? Wenn du nächsten was war ungegonen und Geld, dann frag dir einmal, Herr Jesus, dir fällt dir dort, willst du das auch tun? Dann wollen wir Bild machen, wenn die Welt ist, und was das ist, ein Kind Gottes zu sein. Und wenn sagt Johannes, wer den Willen des Vaters tut, der bleibt. Und dann fragt er Fuß an und sagt, Kinder, das ist die letzte Stunde. Er will nicht mehr sagen, von dir, das ist nur die letzte Stunde, ihr habt das nicht mehr. Was Johannes hier mal sagen, weil Kinder, das ist die letzte Stunde, er sagt, die Genodenzeit, das ist die letzte Zeit, wo wir nur Bären sind. Wenn er reden wird von der letzten Stunde, dann meint er, Jesus ist auf diese Erde gekommen, gestorben für uns, und er ist nicht rein im Himmel gefahren. Und wenn er nu wird wahrkommen, das ist dann der letzte Zeit, wo wir nu wohnen dann. Und nu wird er wahrkommen, aber nicht um die Sünden zu vergeben, nicht um eine Söhnung zu verschaffen, sondern nu wird er für die kommen, wenn er ohne Sinn sind. Wen sind die? Die Jesus Christus angenommen haben. Da meine ich, dass die ohne Fehler sind. Aber sie haben das Geschenk von Golgatha angenommen im Glauben. Und sie sind begnadigt durch den Sehen Jesus Christus. Und für die wird er wahrkommen. All die anderen Menschen wollen hier bleiben auf dieser Erde. Jesus wird bloß seine Gemeinde entrücken. Da meint er all die Gläubigen mit. Und Johannes sagt, Kinder, das ist all die letzte Stunde. Und das hätte uns wahre aufmerksam merken. Kriegt es hier in den 4. Kapitel an soll warnen dort, wie in den selben Kapitel, was soll euer? Er sagt, dies ist verjährt, das Licht dacht aber nö. Du dort der Anzahl raupen, er sagt, kommt rüt. Nu dacht das Licht, aber du wird eine Zeit kommen, du wird das Licht nicht mehr dachen. Und nu kommt er frisch auf diesen Tag träge und sagt, Kinder, das ist die letzte Stunde. Du mit welle uns ansehen, bedenkt dein Leben, wo gehst du hin? Die Zeit rannt auf. Und ich und du wollen einmal für Jesus stehen. Und dann wollen wir ganz allein sein. Du wirst kein Ältester sein. Du wirst keine Mama sein. Du wirst keine Papa sein. Du wirst kein Jana oder Jana sein. Ganz allein, wo wir stehen. Und was wollen wir dann hören? Wie wollen wir Jesus begegnen? Ich glaube, wir wollen alle dort begegnen, du fromme und getreue Knecht. Komm dann. Da wünsche ich uns auch rein alle. Ich bete dafür, dass wir dort alle begegnen können.
Aber die Bibel sagt, die waren nicht alle. Weißt du dort oben, dass du von dir hier bist, dass du dort hörst, dann traf eine Entscheidung für den Herrn Jesus. Johannes sagt, das ist die letzte Stunde. Wir leben in der Genodenzeit, in der beste Zeit. So eine schöne Zeit haben wir nie Eier gegeben auf der Welt, als die Zeit, wo wir nu haben. Wir dürfen uns knien in dem Herrn Jesus im Glauben annehmen. Er verjeft uns und er nimmt uns an zu seinen Jüngern. Und diese Zeit, sagt Johannes, der rannt auf. Das ist bald vorbei. Und wenn sie fängt an mit diesen Versen, er sagt, Jünger, das ist die letzte Stunde. Und so ist jeder, all die hier haben, der Antichrist kommt. Und es sind auch viele Antichristen geworden. Was ist ein Antichrist? Plötzlich wird wieder sein, ein Jener gegen Gott. Ein Antichrist kann aber auch bedeuten, dass einer, wenn er sich um Gott seine Städte anstellen wird. Da kann sogar ein Ältester sein. Wenn ein Ältester einen anderen sein wird, der handkommt und seine Sünden du bekannt, und er sagt ihm, deine Sünden sind dann nur vergeben, du kannst nicht fahren. Die haben nicht gebeten, dort nicht Jesus gebracht. Dann stellt er sich durch an, ab der steht, wo Jesus ist. Und das ist ein Antichrist. Bloß allein Jesus Christus kann Sünden vergeben. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Jeremia 17, Vers 5, sagt uns die Bibel, verflucht ist ein Mensch, wer sich am Menschen verlässt. Wie viel mal verlot wir uns vielleicht? Ich hatte in diese Ohren, 2 Frühs und ihr hielten sich. Und der eine sagt, ich hoffe, mein Ohm hat auch genug Gebet für mich. Sie verlässt sich ab ihren Ältesten. Und die Bibel sagt, es verflucht ist der Jan, ja wer das? Sünden vergeben, der bloß Jesus. Und da werden wir so ja klar haben. Der Älteste will ich niemals verachten, versteht mich ganz recht. Wenn die wahre geboren sind und von Gott angesagt werden, so wie andere Sparten. Aber wir haben eine sehr diere Verantwortung, dass wir uns nicht in Jesus seine Städte stellen, dass wir am die Erde wegnehmen. Das ist ein Antichrist. Er stellt sich in Jesus seine Städte. Er ist ein Feind Gottes, ein Gegner gegen Gott. Das meint nicht, dass er unbedingt, wie wir würden sagen von der, dass er Gott dumm lehren in ihrem Wort. Wir wollen der Luther nach Deutschland kommen. Aber hier sagt Johannes, viele sind Antichristen geworden. Und daher erkennen wir dort nicht der letzte Stunde ist. Dort wir in der letzten Zeit leben. Weil viele waren von Glauben auffallen, sagt er auch noch. Und wo wir Luther auch noch abkommen. Und wir haben uns einmal prüfen, verlässt sie die ab dem Herrn Jesus, oder verlässt sie die ab den Ohm, oder ab den Mann, oder ab der Früh, oder verlässt sie die ab jemanden, die eine Familie, die eine treue Mama, die wie einmal so und so, und ich kann das doch nicht verschmieden. Meine Papa hat nach dort bestellt, ich kann dort nicht verschmieden. Stimmt das mit dem Wort Gottes, was sie bestellt haben? Dann hol das auch. Prüft das einmal. Steht das wirklich in Gott sein Willen? Ich hier dann noch mal in Mexiko, wir haben da mal aus uns beschlossen mit dem Gebet, wir wollen Israel da fahren. Und holen dort aus einer Regel von Gott. Das ist nicht eine Regel von Gott. So wird der Herr so niemals tun. Dann stellen wir uns in Jesus Christus seine Städte. Und dort ist gleich der Antichrist. Wir sind ein Gegner Gottes. Die Bibel redet nicht von solchen Dingen. Und so möchten wir uns in manche Dinge deutlich, das muss dann unbedingt der Welt sein. Und das ist es aber nicht. Wir haben prüfen, was wirklich Gott sein Willen ist, dass ich und du ab einmal nicht ein Gegner Gottes sind, dass wir anfangen, gegen Gott zu handeln. Gott wird so gern haben, dass wir sein Willen erkennen. Und was ist sein Willen? Da hat er gestern all gesagt, welcher will, dass alle Menschen geholfen werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sollen mal das Wort Gottes lesen. Ich weiß nicht, wie die abgetragen sind. Aber so viel steht dort, dort nicht zu viel lesen, dann wollt ihr verdrehen. Wo findet ihr dort in der Bibel? Habe ich dort mal in der Bibel gelesen, dort nicht zu viel lesen, dann wollt ihr verdrehen. Ich sehe, bei manchen Menschen umstorben gewesen. Weißt du, was ich noch einmal gehört habe? Wann hat mich heute mehr Zeit genommen für das Wort Gottes? In Hielen und Jatronen. Wann hat mich da heute Zeit genommen für das Wort Gottes? Ich habe noch nie ein Mensch gehört, der sagt, ich habe zu viel gelesen. Das tut mir so leid. Und von der Wort, wo ich sage, du nicht lesen, du nicht lesen. Wenn wir dort wieder sein, du nicht lesen, dann sind wir kriegt in der Gefahr, ein Gegner Gottes zu sein, ein Antichrist. Wenn wir lesen in der 5. Mose Kapitel 6,
Wenn je den Kapitel worden lesen, da sagt Gott, das Wort, was das jün von dir sein, da, die Bibel, da soll die jün die Dinge anschauen, da soll die von reden, Tag und Nacht. Wenn du am Weg bist, wenn du hier wehst bist, wenn du Duhl sagst, wenn du Duhl leist, wenn du abstehst, du sollst du so drehen aus dem Tätchenrahmen holt, sagt Gott. Paulus im Neuen Testament, Jesus hat sich nicht verändert. Du sagst ja zu der Kolosser 3. Kapitel 16, 17, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Eine Familie sagt zu mir, das wie auch, wir haben in jeder Stuhl eine Bibel. Aber wir haben die in Plastik angerollt, die soll uns doch nicht aufbauen, bestäuben. Dort ist das nicht gemeint. Wenn das sagt, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, dann will Gott haben, studiert zu werden, jeder Tag. Weißt du, wenn wir in der Bibel lesen, dann checken wir Gott ins Angesicht, dann kann Gott zu uns reden. Und wenn ich beten, dann kann ich zu ihm reden. Und wenn der Johannes uns warnen, er sagt, Leute, Kinder, das ist die letzte Zeit. Und die Menschen wollen hier ein Bild umfangen zu sein, dort nicht lesen. Die wollen ihn von Gott futholen, und es steht ihn nur Gott bringen. Dort ist ein Antichrist, wo das ist. Wir haben selbst prüfen, dort, wo ich lebe, was ich mir einmal gelehrt habe, stimmt dort mit Gott sein Willen. Lies einmal die Bibel, steht da nur, was ich gesagt habe. Hörst du dort wahre Eva? Und prüf dort, was sagt die Bibel? Sagt ihr nicht lesen oder lesen? Alle Wege möchte uns Mut dort lesen. Wenn wir im Psalm 119 lesen, so schöner Psalm. Vers 9, meint nicht RSC, sagt er, wie wird ein junger Mensch kennen, diesen Weg, gehen ohne Fehler, unsträflich. Dann steht geschrieben, wenn sich was holen und Gott sein Wort. Und dann in Vers 11 sagt er, ich behalte dein Wort in mein Hort, dass ich mich nicht gehen, die versinnen da. Schöne Versen haben wir in der Bibel. Immer war mir uns das Mut, das Wort Gottes soll wir lesen. Und Johannes warnt uns hierfür, er sagt, Kinder, das ist die letzte Stunde. Und dann sagt er, sie sind von uns weggegangen, aber sie wären gar nicht von uns. Dann waren sie von uns was wären, wären sie hier geblieben, aber das soll offenbar werden, sagt er, dass nicht alle von uns sind. Kraxer sagt er auch im Psalm 1. Er sagt, die, wenn in der Wut Gottes forschen, Tag und Nacht, die sind es im Wuter geplant, das ist ein Baum, sagt er. Die bringen Frucht. Wenn sind das, die wollen nicht lesen? Nee, er sagt, die wollen du studieren, dort sind die. Er sagt, die Gottlosen nicht. Die sind zerstreut, die verstäuben. Und die bestehen auch nicht in der Gemeinde der Gerechten. Dort sagt Johannes hier auch. Die können vielleicht in der Gemeinde, wo sie sind, und alles mithäkeln, aber ihr Leben wird nicht bestehen. Bloß die werden Welle von den Vater, der besteht. Das ist für uns eine ganze Warnung. Wir sollen uns Leben durch prüfen. Und dann fängt dann Vers 20 wieder an zu sein, wo kriege ich dort hin? Und er sagt dann zu den Gläubigen hier, die haben die Salbung, von dem wir der heiligt ist, und alles weiten det. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Wer ist heilig? Gott allein ist heilig. Petrus sagt uns dort, wo Gott das sein wird, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Johannes sagt hier, die haben diese Salbung, dem Geist. Und die wollen anladen in das. Und kriegt hier ein selber Gehorsam sein. Und ich bin mir ganz überzeugt, Menschen, die denken, das ist Welt oder dort ist Welt, aber in Hort ist das denken, nicht bernen. So viele Menschen, die versklavt sind und ihr wisst Dinge, was sie tun, die haben alle ein Verlangen, dort bernen Hort, ich würde auch anders wollen. Aber ich weiß, dann ist unsere ganze Tag dran, dann wollen die mir ausschlitten, dann ist die ganze Kolonie mit da, dann kann ich hier nicht mehr erschöpfen, dann kann ich dort nicht mehr erschöpfen, die werden sich du bloß nicht rühren, aber im Hort, der Heilige Geist ruft an, die wollen du rühren. Und hier sagt Johannes auch zu den Gläubigen, die haben diesen Geist. Und sagt von dem, wenn der heilig ist, Jesus. Und der weiß alles. Und wir haben ein Verreich als gläubige Menschen, wir können Jesus noch alles fragen. Und er wird uns leiden. Das ist ein Dünten, was von den Sachen dort sind. Was von Trägt er mich helfen soll. Was von Mädchen ich frieren soll. Alles. Wir dürfen alles Jesus fragen. Und er wird uns in alle Wege helfen. Das ist schön. Was wir diesen Geist dürfen haben als gläubige Menschen. Er sagt, ich habe dir nicht geschrieben, als wisst ihr diese Wahrheit nicht. Und hier sagt er, du mit ut, ich habe dir geschrieben als Gläubige. Die haben Jesus erkannt, die wollten diese Wahrheit. Sondern die wollten da und wollten auch, dass keine Lehre aus der Wahrheit kommt. Was meint er hier mit dieser Lehre?
Er deut in den ersten Kapitel als sagen, Menschen, die sagen, wir haben nicht gesündigt, ja, ich sie bete als Jana, dort erst kriegt der Mensch, wenn er nicht Gott bechanen, der trägt, dort sind Legen kriegt. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann leben wir in der nicht die Wahrheit. Und Johannes sagt, die Hand über diese Wahrheit. Und die wollten, dass keine Lese diese Wahrheit kommen wird. Und dann geht er wieder in Vers 52 und sagt, wer ist ein Lehner, wenn ich da werde, das verlehen wird, dass Jesus der Christus ist. Und dann wollen wir sagen, aus Deutscher Fleisch, na dort habe ich noch niemals verloren. Ich kann noch niemals verloren, dass Jesus der Christus ist. Das haben wir von kleinen Kindern alle gelehrt, das ist ja reich. Das stimmt doch, das ist reich. Jesus ist der Christus. Und hier sagt Johannes so klar, dort ist bloß ein Lehner, wer dort nicht verlehen wird. Was meint er dann damit? Ich glaube, ich kann hier ein bisschen tiefer gehen. Wenn ich ein Mensch fragen will, kann ich das weiter, als ich das auf ihr Leben habe? Dann sagt er, nee. Dort ist krieg hier das Lehner. Weil er glaubt doch nicht, dass Jesus Sünden vergeben kann. Er glaubt doch nicht, dass Jesus auf ihr Leben schenken kann. Und dann machen wir ihn zum Lügner, sagt Johannes. Dann machen wir Jesus zum Lügner, wie Jesus hat gesagt. Wenn jemand wird nicht mitkommen, den wird nicht rutschen in Johannes 37. Matthäus 11, 28, kommt alle nicht mit. Ich will ihn erquicken. Ich will ihn erfrischen. Dann will ich rufen für ihre Säule. Jesus lud alle Wege an. Er sagt, kommt. Jesaja 54 sagt, er kommt. Schreibt das alle umsonst, die brauchen nicht Geld. Wir sagen, woran die Geld durchgeben, wo ihr das nicht für haben. Kommt umsonst, sagt er, schreibt das. Er braucht das Wort einfach schreiben, aber er meint nicht betonen. Er lud an, nur Amt zu kommen. Und hier sagt Johannes, wer ist du ein Lehner, wenn ich da Jan, der sagt, und jaftet nicht. Da wo wir erstmal und Jan Tag warten. Bist du auf einmal die Person, wo du glaubst, dass wir nicht hier warten, aber wir rat sind. Dann muss ich von die von Däuel healen. Dann ist es wirklich sehr, sehr schlecht bestellt mit die. Und Jana kommt, wenn wir durch den Tod gegangen sind, geht nichts mehr zu ändern. Nichts mehr zu ändern. Die Bibel sagt uns, dass der Baum fällt, so bleibt er liegen. Und so sagen wir auch als Mensch, du, wo wir unser Leben abgeben hier, geht nichts mehr zu ändern. Dann bleibt doch krank so, als was du gewasst hast. Wenn ich mir in diesem Leben entscheiden darf für den Herrn Jesus, und ich lebe für ihn, und ich voll abstehe in sie wach, dann sehe ich in Jesus seine Hänge. Du wirst dich dann auch nichts mehr ändern nachher. Wo wenn ich das nicht getan habe, dann kann ich Lot auch nichts mehr ändern. Dann sehe ich für ewig von Jesus getrennt. Und Johannes sagt das hier, wer ist da ein Lehner, wenn ich da ja in der Kreis, wer dort verlegen, dass Jesus der Christus ist. Das meint ihr nicht bloß dort bekennen, Jesus ist Christus, wir doch gleich wie alle. Da wird doch Satan und alles. Und Satan ist du mir nicht gerat, heißt ewig verflucht. Das ist hier gemeint, wenn wir Jesus bekennen, dass wir ihm diese Anerkennung geben. Wenn wir ihm nicht diese Anerkennung geben, dass heute Rade ist, wie das angenommen haben im Glauben. Wie wenn wir nicht sagen können, ich habe das Leben all hier angenommen. Wenn wir sagen, das können wir nicht wollten, ist dort ein Lehrnis. Wieder sagt er hier dann in diesem Vers, dort erst kriegt der Antichrist, der den Vater und den Sohn verlehen wird. Der Vater hat dem Sohn geschickt, damit er uns raten deut. Wie kann das Bild von dem Alten Testament, habe ich vielleicht mal gelesen, wo Mose muss diese Schlange in der Wüste abbrechen, und dann sagt Mose zu ihm, jeder einer wird du was handschicken, und die wurden vielleicht auch noch gebeten worden von der Schlange, aber dann wollen ihr nicht sterben, wenn die du wurden handschicken. Das Sterben meint, nicht verloren gehen. Und da wir ein Bild auf Christus haben. Und nun kommt Jesus, und er war Kreuze abgehoben am Kreuz auf Golgatha, er starb für uns. Und nun sagt die Bibel uns, wenn wir Jesus wollen im Glauben annehmen als uns Erlöser, und wir wollen mit ihm bleiben in dieser Gemeinschaft, wo ihr nicht sterben. Und ich habe einen Bruder in der Ewigkeit. Ich habe meine Geschwister, Familie, meine Mutter. Und ich hatte so eine Freude, ihn zu begleiten, wie es in der Ewigkeit ging. Und er hat eine Kartenblick in der Vision, er ging. Er sagt, Donald, ein gläubiger Mensch stirbt nicht. Ich komme nicht rein, meine Ehe zu merken. Dann schäde der Sohn von meinen Körpern, ich will ut dem Tag, und ich will manche Wolken. Sagt er, hier ein Gesang kann ich dir nicht vertalen.
Oh, sagt ich frei mich in Haus. Ich war Bild gewohnt. Sagt dann glaubt der Mensch stoff nicht. Er geht bloß eben nach der andere Seite. Und er sagt, sei die Geschwister dort. Sei die Menschen dort. Und glaubt ja, Mensch stoff nicht. Der Charper bleibt hier. Dort müssen wir uns gerade bewusst sein. Habe ich mein Leben Jesus übergeben. Oh, had ik zo'n vrede met hem. Hij lag ongeschreven. Hij wie een elender knirke klampen. En wanneer ik aan bezeten kom, jeder dag, dan zo de laatste tijd, wie ons omarmen, een eeuw kunnen om zijn. Kon kop weer groot lachen en kus wie aanchecken. Wie ons omarmen duiden. Hij gaf me een kus en zegt, dat wil nou wat het laatste mal zijn, wat we ons hier een hug geven. Wat we ons hier nog gaan omarmen. Ik zeg, ik weet niet. Ik zeg, God zijn liefde is zo groot. Wir beten taub, wir hielden taub, wir freien uns taub. Und dann wird so deutlich in dieser Video. Was tut das? Der liebe Christi in Arm. Er hat Jesus angenommen, der wohnt in Arm. Er feilt all diese Video, all diese Probleme in seinem Körper, feilt er gar nicht. Weil Christus drüch Arm. Und das ist, was Jesus hier sagen wird. Wir sollen nicht den Sehen verlieren. Oder den Fuder verlieren. Wenn wir sagen, wir können dort nicht weiter, wo wir hingehen, dann verlieren wir doch Kraft. Das sollen wir lieber nicht tun. Weil wir lieber mal die Bibel bei durchforschen. Sagt die Bibel dort, dass ich da nicht weiter kann? Weißt du, ich hatte eine früh eine Seelsorge. Du aber im 3. Kapitel noch nachkommen. Du sagst, dass wir weiter noch nicht, was wir sehen wollen. Und dann da über den Kapitel, über den Vers mal predigen, dann bleibt eine früh drei. Dann sagt sie, mir als von der wird aufgedeckt, was ich nie gewusst habe. Unsere Ooms, sagt sie, die haben den Vers niemals wieder gepredigt. Jetzt der Vers noch wieder? Dann weiß sie, klar, jetzt wieder. Das sagt, wir wollten nicht, was wir sein wollen. Aber wann Jesus was wahrer kommen, sagt der Vers, dann, wo wir am Säune so ist. Das ja von so einem klaren Bild. Nu kann wir doch nicht sein, was die Ewigkeit wird sein. Aber wenn Jesus sich wird kommen, dann wird alles offenbar werden für die Gläubigen. Diese Freude können auf einmal nachschicken, durchschicken durch ein Wort, und sie kommen zum Glauben an den Herrn Jesus. Das heißt, er hat immer gedacht, wir können dort nicht weiten, weil die haben mir den Vers immer bloß die erste Hälfte gepredigt, und ich dachte, du jinkt der Vers bloß. Wir weiten dort noch nicht. Die Bibel sagt aber, wir weiten ganz genau. Johannes schrift je dort hier zu Gläubigen, und er sagt, die haben diesen Heiligen Geist, die haben diese Salbung. Und er geht nach Teuper nennen, er sagt, wir sollen nicht dort verlieren. Er sagt, wer den Sehen bekannt, der hat auch den Fuder. Wer den Sehen verlieren, der hat auch den Fuder nicht. Und hier meint wir diese Dreieinigkeit. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der hängt hier taub. Wir können nicht sagen, ich glaube an Gott und darüber verlieren, ich habe das auf ihr Leben nicht. Ich kann das hier nicht weiten. Und ich glaube an Gott, das passt gar nicht. Ich kann nicht sagen, ich glaube an Jesus, aber ich will mal sagen, dass er ein Jahr und Tag wird überrechnen. Das kann ich hier nicht weiten, das passt auch nicht. Ich kann nicht sagen, ja, ich glaube, ich sie beziert, ich habe auch den Heiligen Geist, aber mal sagen, wie der Tag wird ausfallen. Das passt auch nicht. Dann dürfen wir lehen, weil die Bibel lehrt das anders. Wenn wir nur Jesus ans Leben gebracht haben, er sagt, ich nehme den an. Dann sagt Paulus in Römer 8, wer kann uns tranen von dieser Liebe Gottes? Er sagt, nichts kann uns tranen. Wieder der Johannes hier sagen, was sie von Anfang an gehört haben, dort bleibt endend. Was wieder, was sie von Anfang an gehört haben? Wie fangen sie an, Krieg? Am Anfang war das Wort. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben es betastet, seit Johannes. Wir haben am angefocht. Wir haben am Designen. Und wir dürfen Jünd dort nicht sein. Nu sagt er hier war, was die von Anfang an gehört haben, da bleibt ein Jünd. Sie haben Jesus angenommen. Und das Jesus, der bleibt dann ein Jünd. Ist doch nicht eine Freude für uns als Gläubigen zu weiten? Und wenn du nicht im Glauben bist, kannst du dir doch weiten. Wenn du Jesus annehmen, der ist im Glauben, dann bleibt er in dir. Er trägt nennen uns, er nimmt Wohnung in uns. Das sagt der Korinther so schön, 1. Korinther 3,16. Wollt ihr nicht, dass ihr ein Tempel
von dem Heiligen Geist sind? Das sagt er zu Gläubigen. Gott wohnt in uns, dann, wann wir Jesus angenommen haben. Und nu sagt Johannes, dort bleibt ein Jünd. Wann ein Jünd dort blieben det, was die von Anfang an gehört haben, dann wo ihr auch ein Sehen, auch in den Futter blieben. Wahrer Futter diese Dreieinigkeit taub. Sagt, wann dort ein Jünd blieben det, wann die in diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus blieben, dann blieb ihr auch in diese Dreieinigkeit verbunden. Gott wollte sich keinmal tranen von uns. Und wir können mit Freude dem Tod entgegengehen. Nicht, dass uns fleißig wird freien zum Tod. Keinmal. Weil der Tod ist der letzte Stachel, der geradste Feind in unserem Leben. Der will kein Mensch haben. Von uns will wir gar nicht sterben. Aber ein gläubiger Mensch weiter, hing er dort sterben, sie er erlöst und er kann höchstens Vater, dann will er auch sterben. Weil er weiter hing er dort, sie er endlich frei. Und dann sie er bei meinem Vater tüß. Aber freut er sich für den Tod zu gehen? Nee. Du freut sich kein Mensch da. Aber der freut sich, was du hingekommen. Genauso wie Jesus. Er sagt, er checkt durch in diese Herrlichkeit an, drei, einem Vater, und nahm all unsere Sinn ab sich und drückt dort mit Geduld. Weil Jesus checkt in der Vollkommenheit an der Haus. Wenn ich das durchsehe, dann kann ich wieder drei mit meinem Papa sein und mit anderen wird. Kann ich drei bei meinem Vater sein. In der Herrlichkeit. Und dann drückt er das ganz geduldig. Und dann sagt er, wie es wir dort haben, soll auch wir nicht meid werden. Ein gläubiger Mensch, er checkt wieder. Und Johannes sagt, dann bleibt auch Jesus auch der Vater ein Kind. Und dann sagt er in Vers 25, das ist die Verheißung, die Versprechung, dass er uns versprochen hat. Wer hat uns das versprochen? Das hat der Sehen Gottes uns versprochen, Jesus. Jesus hat uns das versprochen, sagt er, dort wir leben. Wenn ich am angenommen habe, dann jaft er mir dort wir leben. Und wenn er mir dort wir leben gegeben hat, aber wo riecht das dann? Oder von wo fängt das dann an? Das ist ewig. Das fängt an dem Moment an, wo ich mein Leben Jesus übergebe. Aber das bleibt ewig. Immer. Und das hat Jesus versprochen, kein Mensch. Wird ja wieder sein, das stimmt nicht. Das soll wir nicht wollten. Johannes schrift dir das all. Und das ist die Versprechung von ihm. Weil du doch diese Entscheidung treffen? Nö. Die Bibel merkt uns mit in Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Von dir, wenn wir Gott seine Stimme hören, du bist nicht im Glauben, nimm das doch an. Er sagt, dort in den Worten nicht verstocken, so ist das damals wie mit dem Volk Israel, durch die Wüstewanderung. Einmal reute ihr ab, und dann wären mehrere Dutzend Säulen und ihre Erde schert und wacht wären da. Sie glaubten nicht, dass Gott entraten kann. Sie glaubten nicht, dass wir das weiten können. Und Gott muss dann bloß vertellen. Wenn ihr doch mal lesen, wo viele von den murrenden Menschen sind in Kanaan gegangen. Das ist traurig zu lesen. Und Gott warnt uns. Er sagt, tut das nicht. Tut jene Worte nicht so. Da ist jene als Warnung geschrieben. Tut das nicht so. Die Worte jene enttäuschen. Und Johannes merkt uns sehr Mut. Er sagt, das ist die Versprechung, Jesus darf uns das ewige Leben. Und wenn wir am Tag diese Ehe geben, er ist hier für uns gestorben. Und wenn wir doch ans Leben am übergeben, er wird uns so hier raten, heulen von uns Sinnen leben. Er sagt dann wieder in 26, ich habe ihm das geschrieben von der Jahren, die Jüden verführen. Warum hat Johannes das geschrieben, dass wir uns sollen sicher sein in das ewige Leben? Weil die wollen sehr viel sein, die wollen uns verführen. Und dort sind gleich so eine Menschen, die dort nicht bekennen, dass wir da weiten können, ob wir rat sind oder nicht. Aber mir haben die uns so viel gestampelt, dass ich noch der Hall gehen da. Und mir bleibt das immer aufstehen, wenn du dort auch so denken, das von dir, der Niefeld, das ist ein falscher Prophet, der geht in der Hall, wo weißt du da, wo ich hingehen, und du weißt aber nicht, wo du hingehst. Das passt ja gar nicht taub. Dann möchten wir auf einmal, was Satan uns verdrehen hat. Wir kennen nicht das Wort Gottes. Und wenn wir lieber uns Müll weniger aufmerken, du Eva, dass Jana und Jana ist ein Verlorener, und da ist ein Verlorener, Jan ist ein Antichrist, und dort ist ein falscher Prophet. Wenn wir lieber mal das Wort Gottes lesen und beten, dass Jesus uns das mal aufdaten kann, was ist wirklich dein Willen Vater für mich? Und wenn wir uns nicht anängsten lassen, nicht lesen, lest die Bibel alle Tag. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und der Licht auf meinen Wege. Warum werden wir im Düsteren gehen? Weil wir lieber lesen.
Johannes sagt, du, wen habe ich das geschrieben? Von der Jahren, die ihn verführen. Und dann der Vers 27 wieder sein, die Salbung, der Heilige Geist, die von an die Tränen hat, die bleibt ein Jünd. Ein schöner Treus für uns als gläubige Menschen. Wenn wir Jesus angenommen haben, ist der Heilige Geist in uns gekommen. Römer 8, 16 sagt, Gott sein Geist, der hat mein Geist heute, ist da nicht Gott sein Kind sie. Und durch diesen Geist kann ich nicht sagen, aber lieber Vater. Du kannst ich schon wirklich den himmlischen Vater anbeten. Nu sagt Jesus, in das Geist, der bleibt ein Jünd. Und er sagt dann wieder, und die brauchen nicht, dass jemand lehren wird. Was meint das? Dann würde nicht nötig sein, dass die Schrift lehren dort? Nee, dort ist das nicht. Der Heilige Geist ist auf diese Erde geschickt, um die Menschheit zu überführen von Sinn, von Gerechtigkeit und vom Gerecht. Dort ist die Arbeit von dem Heiligen Geist. Und das wird Johannes hier sagen, dat jeder Mensch weit an sich, so als er leben dat, wenn er unbekehrt ist, das ist nicht reich. Er kann all diese Ordnung anholen, was er von mir verlangen, aber du musst was anderes sein, das ist nicht reich. Ich fuhr von der durch eine Kolonie durch, mir das hört wei. Ich sagte meinem Mitbruder, check mal die Menschheit an. Der gesagt hat, laat dies da, dunkelrot, bedrags, betrunken, beschmäht. Und die checken einen an als einen falschen Prophet. Und er mag hielen abstehen. Und er mag dann an den Arm voeten und sagen, weit doch einmal ab. Liebe Zuhörer am Radio, wo immer du bist, check doch einmal in die Bibel an und lese mal die Bibel. Fall mal auf die Knie und sag mal zu Jesus, hier sieh ich, red zu mir. Ich will die Wirklichkeit kennen. Merk mir die Augen auf, merk mein Hort mal auf. Ich will weiten, was ist Wahrheit. Und Jesus wird sich zu dir bekennen. Er wird nicht bei dir vorbeigehen. Er sagt, wenn die mich wollen anrufen, ich will hinterhören. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan, sagt Jesus. Und wer wird das tun? Er sagte, das Heilige Geist sagte, der Gläubige, der bleibt in Jün. Die brauchen euch, dass ihr wer lehrt. Da meint er, der Heilige Geist, der hat uns überführen von den Dingen, wo wir arreich sind, wo wir nicht arreich sind. Das ist so schön. Und wenn du von der zu uns, die warst auf dem Kessel allein, du hast das gehört, du warst ganz genau weiten, wo du arreich bist und wo du nicht arreich bist. Da braucht dich kein anderer sein. Wer ist es, wer dir das sagt? Das ist gerade der Herr Jesus. Der ist dem Heiligen Geist, wo er dir das offenbaren. Merk doch mal, wenn du schlucken gehst von der und du kennst Jesus nicht. Merk mal deine Ehe zu und denk einmal über Jesus nach. Du warst Fußmorgen, wie kalt du kommst für den himmlischen Vater. Du warst auf stehen morgen, wie kalt du kommst in dem Segen Gottes. Und dann ist es dort, wo der Heilige Geist, was er dir reden. Und dann lässt er rühmen, dass er dir reden kann. Der hat nicht wegschüben. Der auf dort reagieren. Und Jeff Gott eine Antwort auf dort. Der beten. Und der die Bibel lesen. Und Gott wird dir durchwiesen dort. Und er wird dir dort Licht wiesen. Johannes sagt uns hier, der Heilige Geist lädt uns. Er sagt hier wieder, dass das selbe Geist, diese Salbung über alles lehren wird, dort ist Wahrheit, da ist keine Lehre. Und das Heuen gelehrt hat, so blieb den Arm. Das Heuen gelehrt hat, so soll wir bleiben. So ist der Heilige Geist, ist die Bibel uns lehren wird, so soll wir bleiben. Ich höre das immer wahr, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Das ist biblisch. Das stimmt doch. Paulus sagt das zu Timotheus, und Timotheus wird von seiner Mama, von der Großmama gelehrt, sie wird beidgläubig, und er wird von Kindheit an abgewaschen unter der Heilige Schrift. Timotheus hat lesen gelehrt, die Bibel kennen gelehrt. Und dann sagt Paulus, dass du die Bibel hast kennen gelehrt, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Er sagt, ich kann deine Großmama erglauben, ich kann deine Mama erglauben, und bleiben dort, dass die dir abgetragen haben in dem Herrn Jesus. Von der wird dort wird gebraucht im Spott. Bleibe dort, was du gelehrt hast. Und wir glauben, da wird uitreden und Johannes sieht, wann wir tot sind. Eine furchtbare Enttäuschung. Johannes sagt ja, so ist der Geist Gottes ans Lehren dat, so soll wir bleiben. Und du willst wir mit schlüten, wer den Willen des Vaters tut,
der bleibt in Ewigkeit. Der geht ein Haus in der Ewigkeit. Wer Gott sein Willen dat. Christus wieder den Antichristen. Jesus ist der Jähen, wenn jemand sein dat, wir können dort nicht weiten. Wenn jemand sein dat, das ist nicht gut, wenn du bis hierhin gekommen hast, alles bezahlt, nu sind die Sünden dann verjährt, nu kannst du in Haus fahren, dat ewe jemand sich selbst begot uitprachen. Dann stellen wir uns auf Jesus in Steht haben und dort als Antichrist. Das soll wir niemals tun, niemals. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Wenn wir das ganz klar haben, wenn ein Mensch kommt und merkt Dinge überrein, wo zwischen mir und ihm gerannt sind, dann kann ich ihm sagen, ich vergebe die dort, so als Christus mich vergeben hat. Und dann bete ich nach mit ihm tot. Und wir sagen Jesus dort, wir haben uns sei vergeben, und bitte vergib uns auch. Du hier dort han. Aber wenn ich mich verfehlt habe in dem Herr Jesus, zum Beispiel, ich habe gestohlen, und ich gehe und sage bei mir Altes, und ich habe gestohlen. Und heute sagt Gott, das ist dann nur vergebene Kostrei fahren. Das ist eine furchtbare Enttäuschung. Das ist nicht vergeben. Da muss ich nach Jesus bringen. Nur dem Ältesten fahren ist gut. Aber hij soll mit mir tot beten, ich soll selbst, wenn ich den Sinn begonnen habe, für Jesus kommen. Du wenn sagt er, wenn wir trüen gereicht, wenn wir unseren Sinn bekennen, ist er trüen gereicht. Ich muss meine Sinn bekennen. Bei Jesus, hij ist trüen gereicht. Und nun sagt Johannes ein Schritt hier auf, auch von dir zu uns, dass hij jünt gelehrt hat, yes, du ben blieft. Und ich will hier kein Prediger, Ältester, irgendwo kleiner, heißer verachten nicht. Versteht mir recht. Aber Nummer 1 kommt Jesus. Und wenn das Lied uns lehren, der dort, was die Bibel sagt, dann werden wir dort auch respektieren und folgen. Weil das sagt die Bibel. Aber wir müssen uns selber prüfen als Mensch, sagt die Bibel dort. Und die müssen ja auch prüfen, stimmt das, was da noch nicht gesagt hat. Und wenn das nicht stimmt, dann tut das nicht. Wenn das nicht die Bibel sein wird, tut das niemals. Wie wer sich auf einen Mensch verlässt, der ist verflucht, sagt Jeremia Wara. Wir müssen uns allein auf dem Herrn Jesus verlassen. Aber wenn das stimmt, was ich gesagt habe, das Wort Gottes stimmt damit, dann ist das eine Stimme Gottes, wer dort sein, der auch zu uns. Auch wenn Gott mein Körper dort gebrochen hat. Und weil wir doch diesem Herrn Jesus die Ehe geben, indem dass wir uns Leben am übergeben, am annehmen als uns Rader und Erlöser, dass er uns frei machen kann. Muss Gott uns segnen, wenn wir wieder über sein Wort nur denken. Amen. Wir haben noch Stunden zum Beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns Herr und Erlöser bist. Danke, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort uns so klar überführen hat in Dingen. Herr Jesus, wir haben von dir betrachtet den Antichristen, ein Gegner gegen die. Du sagst, wer die verlehen hat oder wer den Vater verlehen hat, dort erst kriegt der Antichrist. Herr Jesus, unser Thronen kommen wir nur denen, wir müssen uns schon bekennen, als diese Menschen verlehen wie die. Weit uns da hab, Herr Jesus. Wir sind bei den Dösenden, wir glauben nicht, dass du wirklich der Heiland bist. Weit uns da hab, Herr Jesus. Weit auch meine Kolonie ab, Marienland. Weit andere Kolonien ab, Herr Jesus. Weit uns als Deutschland falsch einmal ab, Herr Jesus. Schäde uns mit dem Schlubrüt. Herr Jesus, wir wollen nicht verloren gehen. Schenk einmal deine Gnade, dass über uns ist. Dass wir wollen verstehen, wenn wir die allein wollen annehmen, die unsere Sünden bringen, dann wirst du uns raten. Herr Jesus, Johannes sagen sie, es ist in der letzten Zeit. Das ist der Heilszeit, wo wir sollen nur die kommen. Ich habe Gnade, Herr Jesus, für jeder einer, was hier ist. Ich habe Gnade in jeder einer, was dort hört und was dort hören wird. Dass wir wollen uns Demütigen verdienen, wir wollen uns Leben die bringen. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der in uns wohnen wird. Dass er uns leiden und führen wird in alle Wahrheit. Ich danke dir auch für diesen Abend und ich freue, dass du an jedem Tag wieder segnen wirst. Und wenn jemand du ist, der überführt worden ist von dem Wort, gib ihm die Kraft, dass er wird in Gebet noch die kommen und er wird von Nien geboren worden. Wenn jemand hier ist, Herr Jesus, gib ihm auch die Kraft, treu zu bleiben, in sein Leben die zu schenken. Wir loben, wir preisen die dafür, Herr Jesus, in deinen Namen. Amen. Wir nehmen Platz.
Dan gönn nu, und ich freue mich auch, dass ich darf hier sein wieder.